Hallo zusammen und auch ein herzliches Hallo. In welche Kamera muss ich schauen für die Lörracher, ICF Lörrach, die uns heute online dazugeschaltet sind via Livestream. So gut seid ihr mit dabei. Wir sind in dieser Predigtreihe Roots, unsere jüdischen Wurzeln. Und die letzten 3 Wochen haben wir uns mit dem Thema beschäftigt. Und ich habe zu Beginn gesagt, dass Jesus kein Jude war. Jesus ist immer noch ein Jude. Gott hat ihn von den Toten auferweckt und wenn du Christ bist, dann glaubst du, dass Gott sich als Mensch, als jüdischer Mensch offenbart hat. Als ein Mensch, der jüdisch gedacht hat, jüdisch gegessen hat, jüdisch gebetet hat, sich an den jüdischen Schriften orientiert hat. Wenn du Christ bist, hast du sozusagen jüdische Wurzeln. Und wenn ein Baum gesund sein möchte, sofern er das wollen kann, dann braucht er gute Wurzeln. Wenn ein Baum Halt haben will, braucht er Wurzeln. Im Glauben ist das ähnlich. Wenn dein Glauben Halt haben möchte und gesund sein möchte, brauchst du Wurzeln. Du musst mit deinen Glaubenswurzeln verbunden bleiben und das sind deine jüdischen Wurzeln. Und falls du die letzten Predigten verpasst hast, dann ermutige ich dir, lege dir ans Herzen, diese nachzuhören, nachzuschauen. Weil dort haben wir das Bild angeschaut vom Ölbaum. Paulus braucht ein Bild eines Ölbaums und sagt zu Heidenchristen, also zu nicht-jüdischen Christen, dass sie wie wilde Zweige gewesen sind, die Gott genommen hat und in den Ölbaum von Israel eingepfropft hat. Und dann sagt er in Römer 11, Vers 18, das ist der Hauptvers für diese Predigtreihe, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und was Paulus uns hier mit auf den Weg gibt, den damaligen Christen und uns heute, ist eigentlich, dass wir eine demütige Haltung gegenüber unseren Wurzeln einnehmen sollten. Eine Haltung von Demut, denn nicht wir tragen die Wurzeln, sondern wir stehen auf einer langen Geschichte, die Gott mit seinem Volk Israel geschrieben hat. Das ist der Grund, warum du und ich überhaupt heute hier sind. Und nicht nur das, wir stehen auf einer langen Tradition von einer 2000 Jahre alten Kirchengeschichte. 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns. Im Januar haben wir in Sissach einen Allianzgottesdienst gefeiert mit den Katholiken, den Reformierten und so weiter. Und dann waren wir in der reformierten Kirche in Sissach und der Pfarrer dort hat mir einen Tisch gezeigt. Und dieser Tisch, sagte er, der sah nicht gewöhnlich aus, der sei 500 Jahre alt. 500 Jahre alt, das ist der Abendmahltisch. Der Abendmahltisch. Und als ich das gesehen habe, überkam ich so eine Achtung vor dem Alten, vor dem Bewährten, oder? Und das fühlt sich fast schon komisch an, so etwas im ICF zu sagen. Weil wir sagen ja, Kirche neu erleben, Kirche muss relevant sein fürs Hier und Jetzt und so weiter und das ist gut und richtig. Aber manchmal tut es gut, sich daran erinnern, dass die Kirchengeschichte nicht mit uns angefangen hat, sondern eine lange Tradition, Geschichte hinter sich hat. Und der Pfarrer hat mir dann gesagt, dass dieser Tisch, der wurde damals von einem Beamten in Basel, irgendwie von einem Vorsitzenden in Auftrag gegeben, bei einem Schreiner in Muttens und er hat diese Abendmahltische für all diese reformierten Kirchen im Baselbiet hergestellt und er hat gesagt, ich muss aufpassen, ich muss meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin unbedingt sagen, dass es sich dabei um einen 500 Jahre alten Abendmahlstisch handelt, weil es gab es immer wieder im Baselland, dass die neuen Pfarrpersonen nichts davon wussten und diesen entsorgt haben, weil er nicht besonders ausgesehen hat oder mit den Konformanten farbig angemalt hat oder so. Und das ist natürlich eine halbe Katastrophe. Wir müssen Achtung haben vor dem Alten, vor dem, was vor uns war, weil sonst verpassen wir einen Reichtum, eine Tiefe, eine Weite von unserem Glauben, denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und heute möchte ich über ein ganz besonderes Thema reden, dass ich das Gefühl habe,
ist uns im ICF ein wenig abhanden gekommen oder in Vergessenheit geraten. Und zwar möchte ich heute über das Thema Abendmahl mit euch sprechen. Es gibt wahrscheinlich in der Geschichte des Christentums kein älteres und bedeutenderes Ritual für die Identität der Kirche als das Abendmahl. Vielleicht noch die Taufe, ebenbürtig. Abendmahl und Taufe, grundlegende Rituale für die Identitätsstiftung des christlichen Glaubens. Und das Abendmahl wurde seit Beginn von den ersten Christen gefeiert. Ich möchte vorlesen, Apostelgeschichte 2, Vers 46. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen. Was hier auffällt, ist, dass nicht steht, wie oft sie das Abendmahl genommen haben. Also in welcher Frequenz steht nicht da, aber vielleicht einmal pro Woche, vielleicht alle 2 Tage, vielleicht täglich. Aber ich glaube, was wir daraus nehmen können, ist, dass sie es sicher nicht nur alle 3 Monate zu sich genommen hatten, sondern das war eine regelmäßige, eine häufige Praxis. Und bis heute ist das Abendmahl ein großes Thema in der Kunst. Gleich ein paar 100 Meter von hier bei der St. Jakobshalle ist im Moment eine Ausstellung, eine immersive Erfahrung zum Abendmahl. Leonardo da Vincis Gemälde, jetzt immer noch besuchbar. Die haben das verlängert bis April, kann ich empfehlen. Waren wir vor ein paar Wochen mit unserem Team. Da bist du so in einem Raum und siehst die Geschichte und die Wirkung dieses Gemäldes von Leonardo da Vinci. Kann ich wirklich empfehlen. Also man könnte sagen, das Abendmahl ist eine Wurzel des christlichen Glaubens. Und jetzt wird es für mich zumindest sehr spannend, denn das Abendmahl kommt ja nicht einfach so aus dem Nichts. Das Abendmahl, das unsere Wurzel ist, hat selbst jüdische Wurzeln und eine jüdische Tradition. Und heute möchte ich mit euch das anschauen. Eigentlich schauen wir heute die Wurzel unserer Wurzel an. Okay? Und dann geht es richtig tief. Und der Grund, warum wir Christen auf der ganzen Welt, in jeder Denomination, seit allen Jahrhunderten immer wieder das Abendmahl feiern, ist, weil Jesus in der Nacht, als er gekreuzigt wurde, an der Passa-Nacht, an dem die Juden das Passafest gefeiert hatten, Folgendes gesagt hat, im 1. Korintherbrief 11, 23 bis 26. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, Brot, dankte, brach es und sprach: Dies ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Und vielleicht ist das neu für dich heute und du hast das noch nie gehört, dann lass mir dir kurz erklären, wie die Situation war. Jesus trifft sich mit seinen Jüngern, um das Passafest zu feiern. Ich sage nachher gleich mehr dazu. Und dann nimmt er Brot und Wein, bricht das Brot, verteilt es seinen Schülern, seinen 12, nimmt den Wein, den Kelch und gibt ihn durch die Reihen und sagt: Dies ist mein Körper, mein Leib und das ist mein Blut für euch. So oft ihr davon trinkt, erinnert euch. Und er sagt, hier gelb markiert, tut das zu meinem Gedächtnis. Das heißt, man könnte sagen zu Beginn über das Abendmahl, dass es sich zuerst einmal um ein Erinnerungsritual handelt. Ein Erinnerungsritual. Jesus sagt, tut das, um euch zu erinnern. Und das ist mein erster Punkt. Beim Abendmahl erinnern wir uns, wir schauen zurück. Es ist eine Erinnerung. Jedes Mal, wenn wir das Brot brechen, den Wein oder den Traubensaft trinken, erinnern wir uns an das, was Jesus für dich und mich getan hat am Kreuz. Dass er sein Körper hingegeben hat am Kreuz, dass sein Blut vergossen wurde am Kreuz für die Vergebung deiner und meiner Schuld. Und es ist kein Zufall, dass das
am Passafest stattfindet, an einem jüdischen Fest. Ich habe gesagt, Jesus war ein Jude, Jesus ist ein Jude und die haben das am Passafest gefeiert und die Juden feiern bis heute das Passafest. Und was tun die Juden an diesem Fest? Sie erinnern sich an die Passanacht, an diese Nacht, an der Gott sie aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat. Der große Exodus. Und in dieser Nacht sagt Gott den Israeliten, soll jede Familie ein Lamm schlachten, das Passalamm, ungesäuertes Brot essen und Kräuter. Und sie sollen dieses Lamm vollständig essen. Und das Blut dieses Lammes, jede Familie soll dieses Blut an ihre Türpfosten schmieren. Und dann kommt, wenn der Todesengel kommt, das war die letzte der 10 Plagen, damit die Ägypter die Israeliten jetzt endlich loslassen, dann kommt der Todesengel, um jede Erstgeburt aus Ägypten zu töten. Doch dort, wo das Blut hingeschmiert worden ist, passiert der Engel vorbei. Deswegen heißt dieses Fest Passafest, das ist hebräisch für vorbeischreiten, vorüberschreiten. Passafest, dass das Gericht an dir vorbeizieht. Und jetzt wird spannend. Im Neuen Testament wird Jesus als dieses Passalamm bezeichnet. Und wenn Jesus an diesem Passafest, an dieser Mahlzeit das Brot bricht und den Wein verteilt, dann war allen, zumindest im Nachhinein, klar, dass Jesus hier sagt, ich bin das wahre Passalamm. Ich bin für euch gestorben, damit der Tod euch nicht mehr betrifft, über euch hinweggeht und dass ihr ewiges Leben habt. Und ihr werdet nicht befreit aus Ägypten, aus der Sklaverei, sondern aus der Sklaverei der Sünde, des Todes, der Vergänglichkeit. Und ihr werdet ewiges Leben haben. Also, wenn wir das Abendmahl gemeinsam nehmen, dann ist das eine Erinnerung an den Tod von Jesus am Kreuz. Vor dem Hintergrund des jüdischen Passafestes. Das ist der erste Aspekt des Abendmahls. Wir erinnern uns und schauen uns zurück. Aber das Abendmahl ist weit mehr als einfach eine Erinnerung. Er sagt, im letzten Satz haben wir gelesen, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Das heißt, wenn wir das Abendmahl gemeinsam zu uns nehmen, erinnern wir uns nicht nur und schauen zurück, sondern wir schauen auch nach vorne. Wir schauen nach vorne in der Erwartung, dass Jesus wieder zurückkommt. Jedes Mal, wenn wir das tun, proklamieren wir, dass Jesus den Tod besiegt hat und eines Tages zurückkommt und Gottes Welt, die mit Jesus begonnen hat, vollständig etabliert sein wird. Das heißt, das Abendmahl ist eine Hoffnung. Wir schauen nach vorne. Es ist eine Erinnerung, aber es ist auch eine Hoffnung nach vorne. Deswegen sagen wir auch, dass wir das Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist keine Beerdigung. An einer Beerdigung ist die Stimmung betrübt. Aber wir feiern was. Wir haben Grund zu feiern, weil uns eine Hoffnung entgegenkommt. Eines Tages wird Gott alles wiederherstellen. Jede Träne abwischen. Leid wird nicht mehr sein. Streit wird nicht mehr sein. Krieg wird nicht mehr sein. Sondern Versöhnung, Frieden, Freude. Keine Krankheit. Gott wird bei den Menschen sein und die Menschen bei Gott. Himmel und Erde werden eins sein. Und das feiern wir beim Abendmahl. Das, was Adam und Eva durch das Essen der verbotenen Frucht im Garten Eden zerstört haben, stellt Jesus wieder her. Und wie macht er das? Indem wir ihn essen und sein Blut trinken.
Und wenn du jetzt hier bist, oh mein Gott, in welche Sekte bin ich heute gelandet? Wir essen jemanden und trinken sein Blut. Und das sind gute Fragen, weil die ersten Zeitgenossen der Christen haben sich genau diese Fragen gestellt. Und gesagt, das sind doch Kannibalisten. Was ist denn das für eine Sekte? Und ich kann dich ehrlich gesagt nicht beruhigen, weil das ist das Geheimnis unseres christlichen Glaubens. Das ist ein Mysterium, in dem sich Leben findet. Schau, Jesus wurde ans Kreuz genagelt, seine Seite wurde durchbohrt, Blut floss. Jesus ist gestorben am Kreuz. Wenn Leib und Blut getrennt werden, dann schwindet das Leben, du verblutest. Um zu leben, muss Blut und Körper müssen zusammen sein, oder? Und wenn wir jetzt sein Blut aufnehmen, sein Leib essen, kommt das, was getrennt wurde, in uns zusammen. Und es entsteht wieder neues Leben. Das heißt, wenn du Teil hast am Abendmahl, findet mehr statt als einfach nur eine Erinnerung. Wir schauen nicht nur zurück. Es ist nicht nur eine Hoffnung, um nach vorne zu schauen, sondern es ist ein Erlebnis. Wir begegnen Jesus jetzt. Beim Abendmahl wird Jesus sozusagen vergegenwärtigt. Vergegenwärtigt. Ich liebe dieses Wort. Das ist jetzt ein Thema, da hat sich die Kirche über die Jahrhunderte weg den Kopf zerbrochen. Wie geht das? Wie ist Jesus beim Abendmahl präsent? Und da haben sich Kirchen getrennt und gespalten und haben sich die Köpfe eingeschlagen und so weiter. Und Ralf wird dieses Problem nächste Woche lösen, wie Jesus präsent ist. Da sind sich die Christen nicht einig, wie Jesus gegenwärtig ist. Aber was alle Denominationen teilen, über die Jahrhunderte hinweg, ist, dass Jesus in irgendeiner Art und Weise gegenwärtig ist, wie auch immer. Und vielleicht kennst du das, wenn etwas in deinem Leben plötzlich vergegenwärtigt wird. So zum Beispiel, wenn du ein Lied hörst, das du bei einem bestimmten Erlebnis vor 10, 20 Jahren erlebt hast und dieses Lied kommt dir wieder in die Ohren, du bist plötzlich wieder in dieser Situation. Oder mit Gerüchen, wenn du etwas riechst. Ich kann mich noch erinnern, wir waren mal irgendwo in London bei einem Millionär in einem Penthouse, eine andere Geschichte, nicht für heute, crazy story. Und in dieser Wohnung hat es nach Lilien gerochen. Und immer wenn ich Lilien rieche heute, dann bin ich wie in diesem Penthouse. So, diese Situation wird wie vergegenwärtigt. Und beim Abendmahl geschieht das aber noch mehr. Ich glaube, es ist noch mehr, was dran ist beim Abendmahl. Und ich verstehe nicht genau, wie das geht. Was ich aber weiß, ist, dass Jesus beim Abendmahl in einer speziellen Art und Weise präsent ist. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief 10, Vers 16, der Kelch des Segens, über den wir den Lobpreis sprechen, ist er nicht Gemeinschaft am Blut Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Gemeinschaft am Leib Christi? Wenn wir das Abendmahl feiern, sagt Paulus, haben wir Gemeinschaft mit seinem Körper, Gemeinschaft mit seinem Blut. Wir haben Anteil daran. Das sind starke Worte, die er hier verwendet. Du wirst eins damit. Es ist mehr als eine Erinnerung. Es ist mehr als eine Hoffnung nach vorne. Es ist ein Erlebnis für jetzt und hier. Und es ist kein Zufall, dass der Retter der Welt, Jesus, in Bethlehem geboren wurde. Bethlehem ist hebräisch und heißt auf Deutsch übersetzt Haus des Brotes. Jesus ist in Brothausen geboren, wurde in eine Krippe gelegt, in eine Futterkrippe. Und später sagt dieser Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Warum sagt Jesus das? Weil er will, dass er von dir gegessen wird. Er will den Fluch
von Adam, der von der verbotenen Frucht gegessen hat, wieder rückgängig machen, indem wir ihn essen und aufnehmen. Deswegen muss auch das Passalamm, auf dessen Hintergrund der Tod von Jesus geschehen ist, vollständig gegessen werden. Jesus möchte von dir ganz aufgenommen werden, ganz. Und das ist ein tiefes Geheimnis unseres Glaubens und vielleicht können sich Christen deswegen nicht einigen, wie das genau funktioniert, weil die Tiefe zu tief ist und das Geheimnis zu geheimnisvoll ist und wir die Tiefe und Weite und Höhe dieses Rituals, dieses Erlebnisses nie wirklich begreifen können. Aber das Abendmahl ist sicherlich mehr als eine Erinnerung und da haben wir als ICF was vergessen. Weil wir gründen auf der Tradition der Reformation von Zwingli aus Zürich. Es gab ja verschiedene Reformatoren, Calvin, Luther und so. Und die haben alle gesagt, nee, Jesus ist präsent und so weiter. Zwingli hat gesagt, nein, das Abendmahl ist nur ein Symbol. Es ist nur ein Symbol. Das kannst du essen oder nicht. Das geht nur um die Erinnerung. Und ich glaube, da haben wir uns selbst die Weite und Tiefe dieses Rituals genommen. Es gäbe noch vieles mehr zu sagen über das Abendmahl. Vieles mehr. Habe ich aber jetzt keine Zeit mehr. Zum Beispiel, dass wir das Abendmahl eigentlich, das kannst du nicht alleine zu dir nehmen. Das ist etwas in Gemeinschaft, weil wir ein Leib sind und Jesus ein Leib und so weiter. Aber ich möchte schließen mit einer Geschichte, mit einer persönlichen Geschichte, weil ich möchte einen Punkt noch wirklich einnageln, weil es gibt etwas, das du nicht vergessen solltest beim Abendmahl. Und ich habe diese Geschichte schon etliche Male im ICF erzählt, vielleicht erinnerst du dich jetzt, aber es macht nicht, weil die Geschichte hilft dir, passt einfach sehr gut zu dem Punkt, den ich noch gerne vermitteln möchte. Ich war vor 14 Jahren in Australien an einer Bibelschule und habe dort 2 Jahre Theologie studiert und die Bibel kennengelernt und so weiter. Und dann kam die Anfrage vom ICF Basel, wir gründen eine Kirche in Sissach, ICF Basel-Land, wir suchen einen Pastor. Hast du Bock? Nee, wir waren zu dritt in diesem Zoom-Call, der Skype-Call war es damals, zu dritt. Und dieser Pastor hat gefragt, hat jemand von euch Lust, das zu tun? Wir suchen einen Pastor und meine Freunde beide, nein, sicher nicht. Der andere, nein, sicher nicht. Und dann war ich da und ich musste mir das überlegen. Ich habe gesagt, ich gebe dir Ende Woche Bescheid, ich muss von Gott hören, ob ich das tun soll. Ich bin ja nicht blöd und werde Pastor, ohne dass Gott mir das gesagt hat, oder? Und dann habe ich mich aufgemacht diese Woche und habe gebetet. Ich habe mich entschieden zu fasten. Ich habe eine Woche lang nichts gegessen, nur Wasser und Orangensaft getrunken. Und ich habe jeden Tag, du glaubst gar nicht, wie viel Zeit du hast, wenn du mal nicht isst und nicht kochst und so weiter. Geht nicht mehr mit Kindern, da hast du die Zeit trotzdem und hast Hunger und siehst noch das Essen, wie es nicht in deinen Mund geht, sondern in das Mund der anderen. Aber damals hatte ich so viel Zeit und diese Zeit habe ich genutzt, zu beten, Gott zu suchen. Und ich habe Gott gefragt, Gott, soll ich das tun? Soll ich nach Hause gehen? Ich möchte das nicht entscheiden, wenn du mir keine klare Antwort gibst. Und Ende der Woche schreibe ich eine Mail, das ist die Deadline, nach Basel, ob ich das mache oder nicht. Und ich brauche von dir eine Antwort. Ich werde nicht antworten ohne eine Antwort von dir. Und dann ging eine krasse Woche los. Jeden Tag gebetet, jeden Tag gefastet. Und Gott hat einfach nichts gesagt. Nichts, er war einfach still. Und so ab dem 3., 4. Tag beten und fasten und hören. Gott, was sagst du? Kamen mir Visionen von einem Döner in den Sinn. Einfach, ich hatte Hunger, oder? Und ich habe Gott gesagt, Gott, du musst dich beeilen, weil die Woche geht zu Ende. Ich möchte eine Antwort geben. Und dann habe ich mitbekommen, dass am Ende der Woche eine Jugendkonferenz stattfinden würde. Und ich so, aha, jetzt ist mir alles klar, Gott. Na klar, du redest zu mir an einer christlichen Konferenz, wenn die Atmosphäre stimmt oder wenn wir gemeinsam dort uns Gott aussetzen. Jetzt verstehe ich, warum du gewartet hast, Gott. Alles klar. Dann bin ich natürlich mit großer Erwartung an diese Konferenz und Session für Session für Session habe ich zu Gott geschrien im Worship und gebetet und nichts gehört. Ich war wütend langsam auf Gott und Gott, du musst jetzt antworten.
Und dann kam ein wildfremder Mann, der hat mir auf die Schulter geklopft, während wir am Singen waren. Klopft mir auf die Schulter, ich kannte ihn nicht. Und er sagt, ich habe einen Eindruck für dich. Und ich so, okay, yes, ja, das ist es. Und er sagt zu mir, Gott wird dir das geben, wonach du gesucht hast am Ende dieser Konferenz. Okay, fair enough. Danke für den Hinweis, oder? Dann kam das Ende der Konferenz, die letzte Session. Ich habe gewusst, now is the time. Du hast gesagt, die Session ging vorbei. Ich habe nichts gehört. Ich war völlig entsetzt, oder? Und dann bin ich nach Hause mit ein paar Freunden im Auto wieder nach Hause gefahren und niedergeschlagen. Ich habe niemandem was davon gesagt. Und im Auto reden wir dann so und ich höre, wie diese Leute reden. Ja, eben, wir mussten früher nach Hause, wir konnten nicht mal an die letzte Session. Und ich sage, was? Stopp, anhalten! Was, letzte Session? Es gibt noch eine Session? Ja, es gibt noch eine. Anhalten, die haben mich an der Autobahn rausgelassen. Und ich habe gesagt, ich gehe selbst irgendwie zurück, ist mir egal. Weil ich wusste, ich höre von Gott. Dann bin ich zurück mit dem Bus und weiß doch nicht, bin ich da angekommen in die letzte Session. Und dann war die letzte Session, hat die Jugendpastorin gesagt, wir machen das jetzt ein bisschen speziell. Jetzt gibt es einen prophetischen Moment. Und ich so, das ist es. Das ist es. Macht jetzt bitte Gruppen zu dritt, zu viert und wir sind einfach still und hören füreinander. Und ich war oben auf der Tribüne, weil ich irgendwie unterzuckert war und war dort am Weinen, weil Gott nicht zu mir spricht. Und dann war dieser prophetische Moment und ich habe gewusst, das ist mein Moment. Und dann bin ich da runtergerannt, die Tribüne, und habe gesehen, wie sich die 3er-, 4er-Gruppen gebildet haben. Und ich wusste, ich muss mir Leute aussuchen, die so aussehen, als hätten sie die Gabe der Prophetie. Und ich habe gesehen, wie sich diese Gruppen geformt haben und gebildet haben. Und ich habe gesehen, wie all die begabten Leute, wie beim Fußballspiel, wenn du gewählt wirst, ich war der Letzte, oder? Ich renne da runter, suche mir Leute und dann, mit wem komme ich zusammen? Mit Leuten, die aussehen, als wüssten sie auch nicht, was ist das, eine prophetische. Und dann standen wir da zu viert da, guckten uns so an, es war still. Wir waren 10 Minuten still. Und ich habe nichts gehört, kein Wort. Ich ging verzweifelt an meinen Platz zurück und habe ich was gemacht, was ich dir nicht empfehle. Aber ich wusste nichts mehr, was ich sonst tun könnte. Ich nahm meine Bibel und habe einfach aufgeschlagen den Finger reingesetzt. Kein Witz, habe ich gemacht. Und wisst ihr, wo ich gelandet bin? Bei Johannes 13, wo das letzte Abendmahl beschrieben wird. Das letzte Abendmahl wird beschrieben. Und dieses Bild von Leonardo da Vinci, das wird nicht dort beschrieben, aber Leonardo hat aufgrund von Johannes 13 sein Bild gemalt. Und wenn du die Sitzordnung genauer anschaust, wenn wir da reinzoomen, dann siehst du, und das wird beschrieben in Johannes 13, dass Jesus, hier, das ist Jesus, und Johannes sitzt neben ihm und dann ist hier Judas und Petrus, der so über Judas hinweg zu Johannes spricht. Und es heißt im Johannesevangelium immer wieder, dass Johannes der Jünger war, den Jesus liebte. Das ist immer speziell. Der Autor schreibt hin, der Jünger, den Jesus liebte. Das ist mal ein Selbstvertrauen. Ich bin der spezielle Jünger. So. Und es heißt immer wieder, Johannes war nahe bei Jesus. So auch beim Abendmahl. Es heißt, Johannes lag immer an der Brust von Jesus. Und dann sagt Jesus in dem Moment, einer von euch wird mich verraten. Einer von euch wird mich ausliefern. Und die 12 sind alle entsetzt und sagen, was, wer ist das? Und ich bin es nicht. Und wer ist das wohl? Und so weiter. Und dann heißt es in Johannes 13, dass Petrus sich zu Johannes lehnt, weil Johannes ja nahe bei Jesus ist. Und Petrus fragt Johannes, frag den Herrn, wer es ist. Und Jesus sagt, der das Brot in den Wein tunkt oder so, in die Soße tunkt oder in den Wein. Und dann, das ist Johannes. Und in dem Moment hat Gott zu mir geredet. Also nicht jetzt in einer hörbaren Stimme, aber so im Herz. Und ich wusste, es ist Gott. Und Gott fragte mich, warum hast du gefastet? Warum hast du gebetet? Warum hast du so dich ausgestreckt nach mir? Warum bist du zurück an die letzte Session gekommen?
Möchtest du einfach eine Antwort von mir, was du tun sollst? Oder möchtest du mich? Möchtest du einfach eine Richtung, für wie deine Zukunft weitergeht? Oder möchtest du mich? Und das hat mich so überführt. Das hat mich so überführt. Weil so oft ist es doch so, dass wir uns nach Gott ausstrecken, weil wir etwas von ihm wollen und nicht ihn wollen. Und in diesem Moment wurde mir wie klar, ich kann entscheiden, wie ich will. Ich kann nach Hause gehen oder nicht. Und Jesus überlässt mir diese Entscheidung, weil es spielt keine Rolle. Wenn ich nach Hause gehe, habe ich Jesus. Und wenn ich in Australien bleibe, habe ich Jesus. Weil mir geht es nicht um das, was er mir gibt, sondern dass er sich selbst mir hingibt. Möchtest du in deinem Leben immer so sein wie Petrus, der darauf angewiesen ist, auf Leute wie Johannes, die einfach bei Jesus nahe sind, weil sie nahe bei ihm sein wollen? Oder möchtest du immer über andere von Gott hören und ihm nahe sein? Ich habe gesagt, natürlich möchte ich so sein wie Johannes. Und warum sage ich das beim Thema Abendmahl? Schau, beim Abendmahl, wir erinnern uns, wir haben Hoffnung und schauen nach vorne, wir erleben Jesus. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass beim Abendmahl Jesus sich selbst dir hingeben möchte. Und nicht etwas von ihm, sondern sich selbst. Und Jesus möchte, dass du willst. Jesus möchte, dass auch du ihn willst und nicht etwas von ihm. Das ist eine tiefste Sehnsucht, dass eine Nähe entstehen kann zwischen dir und ihm, weil er dich liebt. Und wie näher kannst du Jesus sein, als wenn du ihn aufnimmst in dir? Du nimmst ihn auf beim Abendmahl. Die Bedeutung des Abendmahls ist sehr tief. Aber ich denke, das ist das größte Geheimnis. Gottes unendliche Liebe für jeden Menschen. Und wir möchten jetzt gerne das Abendmahl miteinander feiern. Und bevor wir das tun, möchte ich noch 2 kleine Vorbemerkungen formulieren. Erstens, das Abendmahl ist freiwillig. Du kannst, du musst aber nicht. Zweitens, das Abendmahl ist nur für Christen. Und das haben wir in den letzten Jahren nie betont und nie formuliert, aber das Abendmahl ist für Gläubige. Das ist der Konsens in der ganzen Kirchengeschichte. Und wenn du die Kirchengeschichte anschaust, dann ist das immer sogar die Bedingung, dass du getauft bist, dass du zum Abendmahl gehen darfst. Bei uns ist das nicht so strikt, weil wir keine Kinder taufen und niemand kontrolliert beim Abendmahl, ob du getauft bist oder nicht. Ich habe das letzten Sonntag in Sissach gesagt im ICF Basel-Land und ich habe einen Shitstorm ausgelöst, weil ich das gesagt habe. Also ein Chaos. Weil die Leute sind zu mir gekommen, was, ich muss getauft sein und so. Und dann habe ich sie gefragt, ja, bist du nicht getauft? Und die Person, seit 15 Jahren gläubig, hat gesagt, nein. Und ich habe ihn gefragt, warum nicht? Und er konnte mir keine Antwort geben. Und wenn das du bist, dann wir stellen nächsten Sonntag ein Becken auf. Oder wir können gleich nachher, wenn du willst. Komm auf mich zu. Weil manchmal, weißt du, wir wollen alles von Jesus. Aber wir wollen nicht seinen Anspruch. Wir wollen nicht seine Ordnungen. Und das Abendmahl ist für Leute, die gläubig sind. Am besten getauft. Das war noch das. Und wenn dich das interessiert, dann komm auf mich zu. Ich erkläre dir die Bedeutung der Taufe. Und wenn du noch nicht Christ bist und Christ werden möchtest oder Fragen hast, dann erkläre ich dir die Bedeutung, was es heißt, Christ zu werden. So, das wirst du nicht von jetzt auf morgen so schnell. Das hat eine Bedeutung. Das hat eine Tiefe. Das hat Wurzeln. Du sagst Ja zu Jesus und er hat Ansprüche.
komm auf mich zu. Aber jetzt feiern wir das Abendmahl. Ich möchte euch einladen, du darfst hier vorne hinkommen zum Tisch. Dort hinten ist ein Tisch. Du darfst hier einfach ein Glas nehmen, ein Brot nehmen und zu deinem Platz. Du darfst das individuell für dich nehmen. Wir machen das in diesem Sinne nicht gemeinsam. Und du darfst dir nochmal diese Dinge in Erinnerung rufen. Es ist eine Erinnerung, eine Hoffnung und es ist ein Erlebnis. Und vielleicht ist das eine mehr dran für dich als das andere. Vielleicht musst du dich heute wieder neu erinnern, dass Jesus wirklich dir alles vergeben hat. Alles. Auch alles Zukünftige, wenn du mit Schuld zu kämpfen hast. Vielleicht ist es der Moment, wo du mehr auf die Hoffnung fokussieren möchtest, weil du durch Leid gehst, weil du Dinge erlebst, die du nicht verstehst. Du nimmst das zu dir in der Hoffnung und Proklamation, dass Jesus zurückkommt und eines Tages alles gut wird. Uns ist ein Erlebnis. Du nimmst niemand Geringeres auf als Jesus selbst. Im Hier und Jetzt. Und ich glaube, Jesus ist hier und macht Wunder, wenn wir das in dieser Achtung, in dieser Erwartungshaltung und in diesem Wissen miteinander tun. Amen. Lasst uns aufstehen, lasst uns zum Abendmahl kommen und das Gebetsteam ist für euch bereit. Wenn du gerne noch Gebet in Anspruch nehmen möchtest, du kannst, während wir singen, einfach dorthin gehen und die Band übernimmt dann, wenn sie auch das Abendmahl genommen hat und gefeiert hat. Amen.